Willkommen in Triester. Eine neue Woche fängt an. Aber was genau gleich ist wie im letzten Woche ist... Der Simeo ist ein absoluter Superstar. He's helping us in more ways than he can imagine. He is one of the biggest presents that we have received since we live in Triester. Just his presence here is so massive. Und so fangen wir die Woche an. Simeo, schön geht's dich und schön bist du da. Ha! Schön wichtig. Break it down, get it back in the ground. Also Claudia, erklär mal, was machen die? Ja, wir wollten hier den Spülkasten wechseln und dann ist das erste Mal eines von diesen Teilen nicht weggenommen, weil das ist völlig verhängt drin war. Und dann haben wir das aber mit Hilfe von grossen Werkzeugen abgeknipst und weggenommen. Und jetzt haben wir gemerkt, dass die Plastikteile, die unten eben dort reingeschoben sind, da nicht die gleiche Größe sind bei dem neuen WC-Kasten. Weil die sind dort so reingeschoben, genau. Jetzt haben wir aber die clevere Idee, wir können es einfach absägen und abfeilen und wieder auf die richtige Größe machen. Ja gut, Ja. dann lasse ich euch weiterarbeiten. Was muss ich machen? Du kannst noch die Schuhe kürzen. Also gut. So, es ist Sonntagnachmittag. Wir haben spät zu Mittag gegessen, erst so auf die drei glaube ich, genau. Und dann, die Colin hat die Hand verletzt, dann haben wir gefunden, er macht ein bisschen Pause und dann machen wir noch etwas. Und jetzt zeige ich euch, was wir da noch Cooles gemacht haben heute Nachmittag. Cycle it round, that green and brown. Dena, du stehst gerade davor. Man sieht gerne nichts. Geh du mal ein bisschen auf die Seite. Komm. Kleine Bohne. Dena, hopp. So, jetzt sieht man es. Also, wir haben das als Snowboard genommen. Dann haben wir hier die 3 Pfosten geschnitten. Und dann haben wir das einfach hier mit Schrauben befestigt. Und jetzt haben wir hier ein cooles Bänkchen unter dem Dächli. Break it down, if it once was Und alive. da dazwischen können wir dann im Winter da noch Holzscheite, so kleine rein tun. Ja, mega cool, ne? Also ich habe eine Freude auf jeden Fall. Ja, ich habe es schon ausgetestet, das ist super. Make your garden thrive. High five. Es ist Montagmorgen. Simeo ist abgereist und Francesco ist gestern neu gekommen. Francesco, wir finden es noch raus. Er ist von Portugal, hat auch ein eigenes Permakulturprojekt, mehr syntropisch, sehr spannend, kann er mir was beibringen. Und ja, da tue ich ihm natürlich auch gerne was beibringen. Ich bin jetzt so ein bisschen hier im Animal Park, also ein bisschen am Planen, wie es weitergeht. Ja, ich habe Freude. Ich habe so Freude. Es ist so schön. Schau mal. Herrlich. Ja, jetzt geht es weiter in dieser Zeit. Plus, Francesco hat sicher auch ein Problem mit Wasser. Also, da müssen wir sicher auch miteinander Wasser anschauen, habe ich mit ihm abgemacht. Und ja, das gibt eine gute Woche. Hey. Down it breaks. So, es ist Montag, Mittag, gegen den 11 Uhr. Wir haben jetzt da gerade ein paar Säcke gefüllt und gleichzeitig den Entenbecken gesetzt. Wie hier in Animal Park braucht es Wasser für die Enten, weil die kommen auch. Ja, kleine Arbeiten zum Säckfüllen. Zum Beispiel gibt es jetzt und Aufraumarbeiten. Da müssen wir jetzt noch dran arbeiten. Und ja, das muss alles aufgeräumt werden. Und das ist von... Say your name again, please. Francisco. I need to practice my Portuguese pronunciation.
Aber ja, es ist schon sehr interessiert an Permakultur. Das ist herrlich, ist herrlich. In a scat layer cake. Pile it up high. So, Stand der Dinge. Es ist Dienstagmorgen. Ja. Oder? Schon Dienstag? Ja. Ja. Also, es ist so offiziell. Francesco ist gegangen gestern, nach knapp 5 Stunden. Und erwartet. Ja, zum 4 abgemacht, also nach dem Siesta abgemacht und dann ist er schon weg gewesen. Ja. Geschrieben hat er uns, er sei wandern, ihm sei schlecht geworden, hat überlegt, er ginge heim. Aber er hat ja schon alles dabei gehabt. Also, ja, aber schliessen wir aus dem raus, dass ich Ferien muss machen. Ich habe ja meinen Finger verletzt noch Sonntagmorgen. Ja. Claudia hat Ferien. Ding vom Universum. Ja, und jetzt sind wir ohne Movers, das heisst, wir nehmen es langsam die Woche. Wir machen das, was nötig ist, sicher. Gell? Ja. Und ich bin schwer der Meinung, und darum nehme ich es jetzt auf Video auf, dass Claudia auch mal ein bisschen Mauern bauen im Bus Muse, damit sie die Technik kennt und weiss und kann sagen, hey mal, ich kann da mitbauen. Ja, ich kommentiere das jetzt nicht. Gut, aber wir werden es sehen, die Woche ist noch lang. Jetzt sind wir gerade aber am Streamen, haben wir geflickt. Wir haben herausgefunden, was das Problem war. Das war eine Schraubenlocke. Passt zu uns. Wir sind die Kettensage, haben eine neue Sagekette drauf und wir haben aufgefüllt. Und wir gehen jetzt zu den Chef hinterher und machen in aller Ruhe eine neue Weide. Weil es muss geschnitten werden, es muss gestrimmert werden, es muss einfach gemacht werden. Ja, genau, so ist es, gell Claudia? Mhm. Darum machen wir jetzt das Zweite einfach mal eine Woche. Mann, Frau, Bauern in ganz langsamem Tempo. Okay. Just let it bake. Also unsere Chef könnte man schon fast als verwöhnte Stufe. Wenn man denkt, wie andere Leute ihre Weiden abweiden und Chef müssen drin bleiben. Unsere sind immer schon bereit zum Weitergehen. Egal. Sie haben schon genug gehabt und wollen schon weiter. Aber es ist gut. Sie behalten ja das und können dann überall ein bisschen schneuken und bewegen. Aber sie sind so wirklich. Die laufen uns jetzt einfach nah am Zaun entlang, bis wir aufmachen. Herrlich. Give it some air. But don't let it dry out. Every now and then. So, das Nötigste ist gemacht. Der Teil vom Wald ist abgeräumt, dort ist wieder zu, dort ist angehängt. Ja, Claudia ist schon vorne. Wir haben alles gemacht. Ja, jetzt auch ich. Es ist 10:30. Wir haben uns Zeit genommen. Wir haben es intensiv und gut gemacht und vorbereitet. Oh nein, herrlich. Fluffing about. Well, everything is always falling apart. Eigentlich möchte ich Claudia zeigen, wie es funktioniert. Wir sind jetzt gerade am Säckbinden, aber Breeze will einfach schmusen und stören und weiß auch nicht was. Aber dass wir jetzt weitermachen oder wollen weitermachen, Breeze, für das hast du wieder mal kein Verständnis, gell? Well, there's no need to let it break your heart. Jetzt sind wir aber den Stacheldraht auslegen, das heisst immer wieder beschweren mit der steifen Milch. Für Claudia heisst es fortlaufend abrollen. Und ja, gut ist. So Claudia, da gehen wir rechts. Just break it down. Während dem Claudia am Filmen ist sie auch ganz fest am Aufpassen, was wir machen. Also die Decken, den Boden falten wir die Decken rein, damit sie schön verstopft sind, oder? Weil das muss man koppen, und wenn es raussteht, drückt es gegen den Kopf. Und dann, das ist jetzt zwar der erste, das ist sowieso ein bisschen speziell, aber wir haben ihn gleich drin. Zum zeigen. Da gibt es sowieso einen Rahmen dran. So. Jetzt aber beim nächsten ist das dann schon wichtig, und wenn wir es setzen,
Dann wir schauen, dass er links und rechts etwa gleich viel Abstand hat. Und pressen den flach und den Zipfel immer verschoben. So, jetzt nochmal mit dem Boden. Oh, da ist einer nicht so gut gebunden. Boden reinfalten. Und dann schön dran pressen. Und dann beim Druckhopfen biegen, formen, ineinander rein. Und da gibt es einen säckigen Übergang, was dann einfacher ist zum Koben. Da sollte es auch immer wieder überlappend sein, damit es Druck gibt, wie bei Mauern. Und ja, jetzt gehen wir weiter. Genau. Breaking down, microbes going to town, getting their fix till it's all devoured. Broken down. Nachdem man alle Säcke ausgelegt hat, laufen wir durch und klopft sie fest. So wie jetzt Claudia dran ist. So bis auf Säcke füllen, was wir jetzt nachher zum Abschluss machen, sobald Claudia da durch die ganze Reihe durch ist. Hat Claudia schon alles gemacht. Und ich bin ihr schon dankbar, dass sie das nachher weiss, wie die Schritte, auch wenn ich nicht von ihr erwarte, dass sie noch viel Meter vorbaut, aber dass sie es jedem erklären kann. Gell, Claudia? Ja? Time to feed your plants, spread it right out, and do a little dance. Well, everything Jetzt musst du nur abziehen. might as well just give it all a brand new start and break it down. I say break it down. Come on, break it. Well, when the time is up, just break it down. Es ist Mittwochmorgen und ja, ich bin wieder dran. Ich habe die Säcke dabei. Ich fange jetzt nicht etwas Neues an, weil ich bin am Säcke füllen, aber an einem neuen Ort fange ich an graben. Und zwar hier bei der Bar fange ich an, den Hügel hier wegzunehmen und anders gestalten, weil ich brauche Erde für die Säcke. Und das Gras und das Gewachs oben durch kann ich dort noch füllen. Und da habe ich eben sowieso ein anderes Design vor, langfristig. Also kann ich ja schon von Anfang an vorgraben. Macht nichts, gibt eine andere Pflanzfläche. Und ich bin schon einen Schritt näher für das spätere Design, wo dann eines Tages kommt. Ha! Also, jetzt fangen wir an zu graben. Da das Gras einmal weg. Die oberste Schicht weg, damit ich nachher einfach schaufeln kann. Die Säcke, die ich mitgenommen habe, habe ich gefüllt. Aber er ist so eine Ecke weg. Genau. Also das sind jetzt 17 Säcke. Und ja, gefunden komme ich da wahrscheinlich nicht, aber knapp, vielleicht schon. Haufen Steine und ein Haufen Schrott hat es da rein. Ja, das bin ich fortlaufend am Sammeln, das kann man brauchen. Und ja, es ändert sich und es wird schön. You don't need the newest, the biggest or the shiniest. Die hat mich gefragt, hat gesagt, du, aber wenn du da dran bist, bist du nicht so wirklich eine Pause machen. Hat sie nicht unrecht, aber für mich ist es so motivierend, es ist wie Pause.
Und ich nehme nur immer Handvoll für Handvoll. Und ich bin jetzt dann bald in meiner dritten Handvoll fertig, das heisst dritte Pause. Und ja, ich komme vorwärts. Also noch 4 Säcke muss ich. Und dann darf ich wieder Pause machen. Also dürfen. Dann mache ich wieder Pause. Alles freiwillig. So ist es. Du, aber Fena, kommt gut voran, hä? Trotzdem, dass du zwischendurch nervst. 'Cause the gold that you hold may be something old, or even the tiniest. Jetzt nehme ich hier runter zum Sekt füllen bis 4. Dann nehme ich hier oben auch noch ein bisschen weg zum Säubern. Weil langfristig wird da der ganze Ecke noch freigraben. Aber heute nicht, morgen auch nicht. Aber jetzt zum Sekt füllen. Give all that you've got to give. So, es sind 39 Säcke an 3 Runden. Das macht durchschnittlich 13 Säcke per Runde. Ja, das ist noch ein Tempo, 13 Säcke per Runde. Das kannst du ausrechnen. Hey. And love what you have. 'Cause if you roll like me and mine, the shiny shines that you buy will just make you sad. Well, you can't buy love or the air that we breathe. You don't need to pay to eliminate greed. Just buy nothing. Buy nothing. Don't buy the spins. The best things ain't things. So make your heart Bin ich gerade bei der Chef und auf dem Heimweg einen Bogen gemacht, viel beobachtet, viel geschaut. Schön ist es. Mir hat den Rücken zugemacht heute Morgen, weil ich aufgestanden bin mit den Gedanken, Säcke füllen. Anscheinend, heute nicht. Ah ja, no, gemütlich darf sein. Nach dem Regen ist immer schön zu sehen, wo feucht ist. Mit der Bewässerung schön zu sehen, wo es jetzt wächst. Und fortlaufend kann man ja weiter schauen. Aber das kann man sich nur, wenn man sich auch Zeit nimmt. Und zwischendurch, anscheinend sagt mein Körper, nimm dir Zeit. Du, gell Bonnie, nehmen wir uns Zeit dafür. Es ist Freitagmorgen. Es ist schon wieder kühl. Schaut, ich habe sogar eine Jacke an. Und ich bin jetzt hier auf dem Piratenhügel. Und die Chef kommt als nächstes dort oben runter. Und da auf den Piratenhügel müssen wir einzäunen. Das heisst, ich muss es trimmern, damit der Haar gut hebt. Zudem muss ich noch das Holz wegräumen, damit es nicht in den Weg kommt. Und ja, das ist das, was ich jetzt gerade als nächstes bereit mache. Natürlich mit Kettensage als erstes, weil da liegen eben wirklich ein paar Bäume im Weg. Die behalte ich aber da, tue ich einfach auf die Seite biegen, weil da innen auf dieser Hügel gibt es schon auch noch Terrassen. So ist es. Pflanzfläche braucht es. So, der Hügel ist aufgeräumt. Die Stämme sind auf der Seite bereit zum Brauchen und aufgeräumt. Und auch wenn es nur einen Windbrecher in dieser Richtung gibt oder einfach einen Hag, ist es gut, so wie es ist. Und ja, jetzt ist der nächste Schritt das Trimmern. Links und rechts Trab, da Trab, dort Trab.
damit ihr da könnt zulegen könnt. Dort oben. Da oben braucht es wahrscheinlich einen Tag, um überhaupt durchzukommen. Und ja, gut ist. So, jetzt hole ich mal den Trimmer und tue den Kettensäge auf die Seite. Die Jacke kann ich jetzt da lassen, bin schön nass vom Schwitzen. Und als nächstes kommt der Rucksack dran, da gibt es sehr Wärme. Ja, gehen wir mal Trimmern. Nächster Schritt. Ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass ich mehr als einen Tank brauche. Aber es ist so dicht und intensiv, der Piratenhügel mit dem Bewachsen, und es fließt überall Wasser, es ist so schön. Aber es ist so dicht und intensiv, ich brauche mehr als einen Tank. Sprich, ich bin erst da am Abend runtergekommen wieder. Ich muss noch bis dort runter und habe kein Benzin. Mit dem Sprinter bin ich fertig. Und jetzt geht es mit dem Hag weiter. Aber für das treffe ich Claudia hier oben. So, Claudia, seht ihr dort hinten? Claudia, wink mal! Genau. Sie geht jetzt den Chef Wasser geben, umzügeln und rufen, dass sie kommen und sehen, dass da ein neuer Bereich jetzt offen ist. Ich gehe dort hinten Richtung Stromkasten, hole noch mehr Pfosten, mache unten anfangs zu. Ja. Und dann kann ich weitermachen. Also weitermachen. Ich muss dann noch mehr Pfosten holen, weil es wird nicht lange, das was ich habe. Aber es lange, um sie jetzt einfach, dass sie reinkommen. Ja, da haben sie jetzt ein grosses Gebiet. Buzz, buzz, bees, bees, buzz, buzz. Schön. Please, please, please go easy on our friends the bees. They're extremely esteemed colleagues, striving to survive in their home in the hive, and we need bees to be alive. Ja, kämen alle hier Well, leave the schauen. weeds and the trees growing down the Hallo street. So we miteinander. please Ja, all the kämen. bees getting down to eat. Because life depends on these little friends, and we need bees to keep it sweet. Hallo Schatz. Ja, hier habe ich nichts mehr drin. Buzz, buzz. Oh, well, it wouldn't be funny if there wasn't any honey, and all the flowers would be sad even if it was sunny with no bees. Video. Also, So please go easy on our friends the bees, 'cause we all stand on their tiny feet. The world depends on these little friends, and we need bees to keep it sweet. quanto mancito? E tu It's sweet. If you want happy plants, keep it sweet. Put on your baggy pants. Keep it sweet. Squeezy. Do the waggle dance. Squeeze sono i miei Hör auf. Machst Yoga? Du machst Yoga. Du machst Yoga.
an der Monsunzeit, gell? Ja. Buzz, buzz. Ja, ihr zwei wollen natürlich auf das Video. Ja, schaut mal die Show, die ihr abreißen. Hä? Ah, der Monsun und Priest, die mögen das habe ich echt keinen Auftritt gegeben. Hä? Ja. Gut, Computer. Everywhere my friends are all around me, and it's my guess that they are with you too. If you wanna keep them being friendly, treat your friends as you'd like them to treat you. Well, who are all these friends I hear you asking? Right now it feels like I am all alone. But friends are always right there when you need them, making up this place that we call home. Well, let me introduce you to some of my good friends, and you may recognize them as someone whom you depend. Oh, there's the trees and the bees, the rivers, you and them and me. Es sind mehrere Schäfe dort unter den Bäumen. Und die hat da ewig, bis sie sich durchgefressen haben. Herrlicher Platz, herrlicher Platz. Brot ist von der Bäckerei Artis in Riedbrück. Super Bäckerei. Und die Kuchen ist von der Zuckerpuppe. You'll find friends in unexpected places, plants, animals, and other people too. So, also, bei mir ist jetzt Freitag am Abend, der Colin ist nicht da. Ich bin schon die ganzen Tage am Räumen tun, machen, ein bisschen verschönern. Und jetzt mache ich das nächste Projekt, das zeige ich euch jetzt einmal. Und zwar haben wir hier aktuell so das Badzimmer. Das sieht so aus. Genau. Da so. Zack. Ja, und das stört mich so ein bisschen, weil wir haben irgendwie gleich zu wenig Platz und ich habe das Gefühl, wir brauchen mehr Ablagefläche. Und darum habe ich eine Idee. Der Spiegel da ist übrigens unser Hochzeitsspiegel, haben wir den zur Hochzeit gekriegt. Und der kommt jetzt da über. Das Kästchen kommt weg. Das nehme ich auseinander. Da mache ich 2 einzelne draus, die da überher kommen. Und das da bleibt so. Da habe ich noch eine Holzbox, die brauche ich dann auch vielleicht. Genau, jetzt geht es weiter. Das da ist ein Teil, das ich dann sicher brauche. Und da, seht ihr, habe ich mir eine Toolbox bereit gemacht. Weil jetzt nehme ich den auseinander, weil der ist kaputt. Und die einzelnen Latten da dann nehme ich natürlich zuerst die Nägel weg und so. Und die sind genau perfekt breit für nachher so kleine Ablagefläche machen. Und zwar habe ich da in meiner schlauen Toolbox auch genau so kleine Winkel. Ja, also habt ihr euch gemerkt, wie es ausgesehen hat? Jetzt könnt ihr dann nachher schauen. In real life, more than in cyberspaces. And friends don't always look or think like you. Es wird schon wieder dunkel. Letztes Mal, als ich heimgelaufen bin vom Markt, war es noch hell. Oh, der Herbst kommt, der Winter kommt. Ah, jeden Tag, jede Woche, ja, immer, jeden Monat, immer, es ist alles. Wir alles anders, wir können meinen, es ist Routine und immer gleich. Nein, nein, nein. Aber jetzt fängt die dunkle Zeit an. Hey! Und ich habe kein Licht. So doof. Ah ja, ich habe ja das Nattel dabei.
So, miteinander. Es ist Freitagabend. Gute Nacht. Gell, Fene? Den Harras haben wir auseinandergenommen. Ja, du bewachst jetzt da die Einzelteile. Gell? Die zwei haben wir gerne so. Jetzt halte ich mal, vielleicht mache ich da dann ein Brettchen noch rein. Und da habe ich den ganzen Rest. Und da die sacke ich einfach ab mit der Zange. Und dann habe ich da so perfekte Blättchen. So schön. Jetzt bin ich heute Morgen aufgestanden, ohne irgendetwas zu denken. Und alles ist anders. Claudia hat da also richtig schön umgestaltet. Ja, bin gespannt, was es noch mehr gibt. Dann geht man dann geht man kurz an die Märkte, kommt zurück und alles ist anders. So schön. To be a good friend, here are some things that you need. Honesty and loyalty and all the cups of tea. Es ist Samstagmorgen und im Sinne von Ferien mache ich ein Ausflügel auf den Mund, weil heute ist der 64. glaube ich. Jodlerfest. Also gestern und heute Morgen um 10 Uhr ist die Jodlermesse zum Mund oben. Und da will ich schauen. Ich kenne mich zwar wirklich nicht aus im Jodeln, aber vor allem Alphorn schätze ich. Und mal Jodeln finde ich eine schöne Sache. Darum gehe ich gerade in eine Jodlermesse. Gehe besser kennenlernen. Hehe. So, und jetzt sind wir gespannt auf das danach. Zeig's euch. Yeah, also mir gefällt es super hinschauen. Jetzt haben wir hier so kleine Tablar. Bis rauf, alles schön Platz. Sophia ihre Sachen. Das habe ich auseinandergenommen, das ist jetzt auch viel besser. Ja, so sieht es aus. Oh, with the trees and the bees, the rivers and everything you see. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und ja, es geht noch weiter. Lasst euch überraschen. Yes, so, jetzt bin ich auf dem Heimweg. Es war eine wunderschöne Messe. Und ich hatte einfach Glück gehabt, weil der Pfarrer hat mir aus dem Herzen geredet. Es ist darum gegangen, dass jeder einzelne von uns etwas wert ist. Und dass wir alle die Welt bereichern. Hey, es war eine Predigt, hätte ich schreiben können. Und ja, das habe ich geschätzt, das finde ich schön. Und herrlich. Ah, schau mal da, die schönen Geissen. Ah. Hallo zusammen. Schau mal. Schöne Geissen. Ja, so. Dann würde ich sagen, hey, jetzt gehe ich mal heim. Gehe weiter schauen. Übrigens, die Tafel ist zum Mund. Und dadurch geht es zum Letztberger, das heisst zu uns heim. Eines Tages hängen wir Paradies in der Rüste dort an oder so. So, jetzt haben wir den zweiten Teil auch noch erledigt. Vom Badzimmer. Das zeige ich euch jetzt gerade nochmal. Es sieht wirklich super aus. Ich bin mega. Also das haben wir ja schon hier. Genau. Dann habe ich jetzt noch da drin. Da ist noch das Teil. Und für das WC-Papier. Und da oben noch. Genau, da hinten haben wir noch Badekugeln. Ein bisschen Krimskrams. Und jetzt hat sie so gerne noch Platz für ein Stühle. Ja, mega cool. Macht gerade ein anderes Wellnessgefühl. Juhu!
carry on. We're all friends. Arcadia. We're all friends. You and you and what about you and them and that thing over there? Not even really a thing. It's my friend. Hey, well, we're all friends. Eine gemütliche Woche hat das gegeben. Schön bist du dabei gewesen. Danke vielmals. Und Claudia, hey, so schön die Details. Und sie hat noch viel mehr gemacht, was sie noch gar noch nicht gezeigt hat. Das zeigt sie uns sicher nächste Woche. Sie hat noch mal eine Woche frei. Ich merke, ich muss langsam wieder anfangen. Ich habe noch ein bisschen Sachen vor. Weil die nächsten paar Wochen sind recht verplant. Das werdet ihr alles noch sehen. Und darum, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt doch jetzt abonnieren. Und damit ihr nicht verpasst, was alles wird passieren, könnt doch auch das Glöckchen drücken. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung über jedes Mal, wenn etwas Neues passiert bei uns. Ja, hey, und fürs Kommentieren und fürs Liken tun wir uns eben danken. Wirklich, es hilft organisch wachsen. Wir sind schon wieder um 2 gewachsen die Woche. Und hey, ja, danke vielmals. Schön geht's dich. Du, genau du, machst die Welt wirklich zu einem besseren Ort. Und das weiss auch der Pfarrer vom Mund. Hey, tschüss zusammen, gute Woche. Bis bald. Was heißt? Willkommen in Triesta. Schön bist du da.